Uigurische Studenten, die für ein Studium in Ägypten lebten, werden derzeit vermisst. Die ägyptische Regierung begann am 14. Juli 2017, die Studenten trotz legaler Papiere zu verhaften. Es wurden ca. 100 Personen festgenommen. Während ein Teil wieder entlassen wurde, ist der Aufenthaltsort der verbleibenden 60 Studenten noch ungeklärt. Da die Umerziehungslager in Ostturkestan weiterhin weltweit Empörung hervorrufen, entsendete Peking unter dem schlichten Vorwand der Sicherheit heimlich Soldaten, welche sich in den Gebirgsregionen vorbereiten. Zudem versucht China geradezu krampfhaft, der Welt zu vermitteln, dass Insassen der Lager nach der Ausbildung entlassen werden. Doch im Gegenteil, der Staat baut derzeit einen totalitären Überwachungsapparat für die Uiguren aus. Das Assad-Regime in Syrien attackiert trotz zuvor getroffener Vereinbarung in Sotschi die Zivilisten in Idlib. Regimetruppen sowie weitere vom Iran unterstützte Gruppierungen sollen trotz der Vereinbarung des Verzichts von schweren Waffen weiterhin mit schweren Waffen zivile Ziele angreifen. Die Zahl der verstorbenen Opfer der wütenden Stürme in Südindien ist laut regionalen Nachrichtenagenturen auf über 40 angestiegen. Der Schaden des Sturmes soll vor allem Wohnhäuser getroffen haben. Es wurden deswegen über 82.000 Menschen evakuiert. Am heutigen Tage startete die Wahl des neuen Interpol-Präsidenten. In der 87. Generalvollversammlung des Interpol findet vom 18. bis 21. November das Wahlentscheiden statt. Der derzeit noch amtierende chinesische Präsident des Interpol, Hong Wei-meng, wurde in China verhaftet und tritt von seinem Posten zurück. Südkorea, Russland und Südafrika stellen jeweils einen Anwärter auf das Amt des Präsidenten.